Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries. Das sind aber schöne Blüten. And that summer feeling Was wird das sein? so wonderful and Kürbis, vielleicht. Ja. breathe me in, breathe me Was haben wir da? I don't know if I could ever. Da habt ihr auch so schöne Blüten. Was sind denn das? Landgurken oder was habt ihr da? Nein, das sind Wassermelonen. Melonen. Ja. In Bayern. Der ist auch nicht schlecht. Nein, im Ernst jetzt? Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Halt in der Freizeit. Kiwibeeren, Kaki, Naschi. Ja, wo die schon in Bayern wachsen, das so gerne. Und wie Grillmelone schmeckt. Aha. Richtig gießen, was der Klimawandel für Hobbygärtner bedeutet und Tipps und Tricks zum selber anpflanzen. Melone in Bayern ist jetzt aber nicht unbedingt der Klassiker. Die kenne ich aus Spanien, wo kommen sie her? Italien? In Afrika. Eben. Da ist halt schon immer ein bisschen wärmer gewesen, das schon, aber es geht in Bayern auch. Wir brauchen zwar ein bisschen Unterstützung mit Folientunnel, aber dann geht es ganz gut bei uns. Und jetzt wegen dem Geschmack, die schmecken auch. Die schmecken besser, weil sie einfach fertig reif geerntet werden. Ist die reif? Die ist reif, das sieht man an dem Bladel da. Da ist ein kleines Bladel dort. Und da so eine kleine Ranke. Wenn die ein bisschen braun wird oder gelblich wird, dann ist es reif. Die war soweit. Gut, dann schneiden wir es auf. Ist quasi meine erste bayerische Melone. Dann hast du schmecken. Die hat so einen schönen Biss. Manche sind so mehlig dann oder so, wo man weiß, okay, die liegen vielleicht auch schon länger umeinander, aber die ist ja so schön saftig. Die ist richtig saftig. Ja, frischer kriegst du das nicht. Gell? Frisch von der Pflanze runter. Die ist süß, die ist alles. Ich bin im Urlaub. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Ich mag noch ein Stückchen. Magst du noch ein Stück? Das denken wir schon. Gell? Jetzt hat es sich schon wieder gelohnt, dass ich heute früh aufgestanden bin. Auf die Idee musst du mal kommen, oder? Ja, das schon. Aber es ist nicht meine Idee gewesen, sondern ein Klassenkamerad von mir, der war auf Abschlussfahrt und hatte die Idee, und das hat keiner sozusagen mit heimgebracht. Dann hat sie gedacht, das könnten sie probieren. Das haben sie dann 2016 probiert. Da habe ich mir gedacht, das war was für mich auch. Dann habe ich ihn gefragt, ob ihn das stört. Dann hat er gesagt, nein, kann ich schon machen. Und habe 2017 mit meiner Frau angefangen, dass wir auch Melonen anbauen. Es gibt natürlich viele Rückschläge, das ist ganz klar bei solchen Sachen. Weil? Wir haben schon vor die Eisheiligen zum Beispiel rausgesetzt, weil der April so schön war. Und dann ist uns die ganze Zeit erfroren. Dann haben wir wieder bei Null angefangen. In einem anderen Jahr hat uns der Sturm die Folie runtergezogen. Dann war die ganze Folie aufgerissen. Letzten Winter hat uns der Schnee einen Tunnel zusammengedruckt. Da waren alle Bögen kaputt. Jetzt haben wir dieses Jahr neue Bögen gebraucht. Es sind immer wieder Rückschläge, aber man muss eigentlich bloß mal auf die Idee kommen und einfach sich trauen, dass man was ausprobiert. Ja, und am Ende sind es dann doch ein paar tausend Melonen, die der Johannes Dittert ab Anfang August ernten kann. Der gelernte Landwirt und Techniker für Landbau kümmert sich zusammen mit seiner Frau Anna-Sophie im Nebenerwerb um die süßen Früchte. Also, wenn das mit Melonen geht, ja, was geht denn da noch so mit exotischem Obst in Bayern? Hm? Vor 20 Jahren undenkbar und heute eigentlich schon ganz normal, dass im Freiland, auch in Bayern, mediterranes Obst und Gemüse wächst. Ich denke da an Kaki, an Melonen, an Feigen, an Süßkartoffeln oder Gemüsesoja. Der Grund ist, wir haben eine längere Vegetationsdauer. Es geht 3 bis 4 Wochen eher los und es dauert auch 3 bis 4 Wochen länger im Herbst. Und das kommt diesen Arten sehr zugute. Durch die längere Vegetationsdauer haben wir eine Chance, dieses wärmeliebende Obst und Gemüse selbst auch in klimatisch ungünstigen Gegenden Bayern, zum Beispiel im Alpenvorland oder im Bayerischen Wald, an geschützten Stellen anzubauen. In Sachen Obstanbau ist der Hubert Ziegler eine lebende Legende. Hubert Ziegler hat mehr als 50 Jahre Erfahrung und war unter anderem Versuchsingenieur bei der Bayerischen Landesanstalt für Gartenbau. Leider wird das Wetter immer unzuverlässiger und extremer.
Unsere Klimaforscher der Universität Würzburg gehen in einem Szenario von sogar 4 bis 5 Grad Erderwärmung aus. Das ist Wahnsinn. Für uns Freizeitgärtner bedeutet das, es wird immer anspruchsvoller, wann wir was pflanzen und wie wir das dann auch schützen. Follow the sun. Bin bereit. Which way the wind blows. Habe. Wir haben regional und völlig unbehandelte. Spritzmittel, ja, genau. Kann man machen, gell? Ja, funktioniert bei uns. Also, jetzt kommt der Schwere. Kein Problem. Oh, sag mal. Soll ich? Ja, Aber ich komm. Boah. Der Fleck ist, weil. da liegt die Melone drauf und deswegen wird die da gelb. Das ist jetzt ja noch mal eine andere als die andere. Genau, das sind ovale, dunkelrotfleischige Wassermelonen und die sind ein bisschen heller vom Fleisch. Die Fruchtfleischfarbe hat nichts mit Reife zu tun. Genau, ist tatsächlich von der Sorte abhängig. Und die schmecken auch? Sollen wir es ausprobieren? Follow the sun. Direction of the birds. Direction of love. Weiß ich nicht, gell? Ja, probier's einmal. Gut, oder? Die ist wahnsinnig gut. Die schmeckt auch noch mal anders als die andere. Das ist Kindheit, das ist Urlaub, das ist alles. Also da kann man eigentlich schon stolz drauf sein, ehrlich gesagt. Ja, doch, wir sind stolz drauf. Wie funktioniert jetzt eigentlich Melone? Eigentlich ist es relativ einfach. Theoretisch kann jeder Melonen anbauen. Also auch du in deinem Topf zu Hause kannst jetzt mit Melonen anfangen. Die Kerne, die werden ausgesät in einen Topf. Kriege ich woher? Kriegst du theoretisch im Internet oder in jedem Baumarkt mittlerweile. Wir fangen Ende März an, Anfang April. Nach 5 Tagen oder nach 7 Tagen, je nach Sorte, fangen die zum Keimen an und dann haben wir schon die ersten Keimblätter. Haben dafür einen isolierten Raum, weil die Melonen sehr warm wollen. Die wollen 25 Grad haben. Ein spezielles Wachstumslicht, weil wir ja keine Sonne haben. Und auf dem Feld braucht's für die ersten Monate einen Folientunnel. 6 bis 8 Wochen später können wir dann schon rauspflanzen. Und da haben die ersten Pflanzen auch schon Blüten. Wir stellen sie immer ein paar Tage in den Tunnel, dass sie sich schon mal dran gewöhnen, weil sie ja das Sonnenlicht nicht unbedingt kennen. Und dann, wenn es einmal ein bewölkter Tag ist, dann werden wir pflanzen. Dadurch, dass wir da ja schwarze Folie drunter haben, wird das einfach relativ schnell warm. Ist das für mich auch daheim? Muss das auf irgendwas wachsen, Na. die Frucht oder Stroh oder Folie oder sowas? Also es bietet sich bei uns jetzt an. Zum einen ist der Boden dadurch schon wärmer, weil sie auch einen warmen Boden wollen. Und dadurch, dass wir eine riesen Fläche haben, die Unkrautunterdrückung ist nicht zu unterschätzen. Dann schaut man den Melonen eigentlich so ein bisschen beim Wachsen zu. Wir freuen uns dann immer über die Bienen und die Hummeln, die natürlich vorbeikommen und bestäuben. Und dann kommen die ersten Früchte ab Mitte Juni. Und dann warten wir einfach, bis sie reif sind. Und man es essen kann. Genau. Ich bin gerade 7 Jahre alt. Du, Anna, Ja, was hat es eigentlich mit dem Folientunnel auf sich? die brauchen mindestens 8 Grad, lieber 10 Grad im Boden. Achso, und wenn es im Frühjahr natürlich die Kalt Nächte ist, ist genau. klar. Und dann ist auch noch ein Regenschutz. Also sie halten schon ein bisschen an Regen aus, aber zu viel Regen, da werden sie dann krank. Dann können wir keine Früchte ernten. Da haben wir das Wasser drin, oder wie? Ja, genau. Damit werden die Melonen gegossen. Woher? Wir haben eine Zisterne und da wird das Regenwasser gesammelt und dann werden wir es dann ausfahren und die Melonen gießen. Das ist einmal nachhaltig, oder? Ja, doch. Eine Wassermelone ist ja Wassermelone. Braucht viel Wasser, heißt es, aber das stimmt gar nicht. Die brauchen gar nicht so viel Wasser, wie man denkt. Ja gut, aber wenn es immer wärmer wird, dann wird ja Wasser auch immer mehr ein Thema, oder? Wir haben zunehmend lange Trockenphasen und deswegen ist das richtige Gießen so wichtig. Das Motto muss lauten, weniger, oft gießen, aber dafür durchdringend. Und viele gießen eigentlich falsch. Viele Leute verplempern das Wasser, gießen einfach mal so mit der Brause über ein Beet. Richtig ist, durchdringend zu gießen. Lieber 2-mal die Woche 10 Liter auf den Quadratmeter auszugießen.
So kann das Wasser tief in den Boden eindringen und die Wurzeln im unteren Bereich erreichen. Das Wasser wird nicht verplempert und es verdunstet weniger. Und wenn das Wasser im Boden ist, gilt es, die Feuchtigkeit zu halten. Dazu ist es ganz gut, wenn wir den Boden abdecken, zum Beispiel mit einer Mulchschicht aus vertrocknetem, angewelktem Rasenschnittgut. Riech mal. Honigmelone. Ja, Cantaloupe-Melone, genau. Cantaloupe. Die riecht wahnsinnig. Du brauchst dir noch irgendwelche Bladelschauen, auch nichts. Einfach, wenn sie riechen, dann sind sie reif. Aber es geht nur, wenn du es halt reif erntest. Wenn du es unreif erntest, dann riechen sie auch nicht. Also im Supermarkt die riechen nicht ganz so stark. Und was da wächst, was ist das? Das sind Wassermelonen im Freiland. Das probieren wir auch jedes Jahr, dass wir ohne die vollen Tunnel auskommen. Aber die brauchen mehr Temperatur und das bringen wir halt mit dem Tunnel besser hin wie im Freiland. Deswegen ist die auch so klar und so reif und so gut, kann ich nicht sagen, weil ich habe es noch nicht probiert. Wow. Auf den Punkt. Ja. Das trifft sich gut, weil ich möchte auch noch andere Sorten sagen. Die haben wir mir ganz am Anfang gehabt. Ja, das täuscht. Die schaut bloß außen gleich aus. Ich hätte jetzt gesagt, das Schwanzerl da ist braun Genau. und das Bladel ist auch braun. Ja, Reif. die ist reif. Aber du kannst natürlich auch noch was anderes machen. Es gibt welche, die klopfen ganz gerne auf der Melone. So dumpf hohl. Genau, das liegt daran, weil das Fruchtfleisch sich ein bisschen zusammenzieht, wenn sie reif sind. Und dann ist es ein bisschen wie so ein Schwamm innen drin. Und wenn die unreif sind, dann hören sie eher voll und es gibt es nicht so einen Klang zurück. Ah, also das ist das, was ich dann im Supermarkt quasi testen Das kann. ist das Einzige, wo du die Reife noch ein bisschen testen kannst. Probieren wir es aus, oder? Müssen wir. Da geht die Sonne auf. Ja, jetzt gleich hält der Hering. Ja. Sackelzement, ja, die ist aber schön. Jetzt probier's einmal. Riecht aber. Einfach weitermachen, gar nicht aufhören. Besser geht's ja nicht, gell? Also frisch aufschneiden und direkt im Mund rein. Ja, viel besser wird schwierig. Ja. Oder ihr probiert meine sommerliche Variante der Wassermelone. Vom Grill karamellisiert mit einem gebröselten Feta und einem schönen Sommersalat. Josef Hartl Junior ist Küchenmeister in seinem eigenen Gasthof zum Unterwirt in Türkenfeld. Er interpretiert exotische Früchte neu. Wir nehmen die Wassermelone, schälen uns die vorne hinten ab, dass sie einen schönen sicheren Stand hat. Dann können wir die ganze Schale großzügig runterschneiden, dass wir das ganze Weiß eben weg haben. Schneiden uns 2 cm dicke Scheiben aus der Wassermelone raus. Und legen sie komplett unbehandelt, so wie sie ist, auf den Grillrost. Der soll vorgeheizt sein, circa auf 200 Grad. Das gleiche gilt bei jedem Grill jeglicher Art oder auch mit der Pfanne. Das Ganze muss heiß passieren. Somit karamellisiert der Fruchtzucker sofort und die Wassermelone wird eben nicht trocken und bleibt schön knackig. Wenn sie vom Grillrost runterkommt, machen wir unsere Marinade aus aufgeschäumtem Honig, bisschen fein gehackten Rosmarin, Ingwer, Zitronenschale und Chili. Dazu ein bisschen an Zitronenpfeffer und Meersalz. Wir streuen unseren gebröselten Feta, der in kalter Form oben drauf kommt, drüber. Und dann wird das Ganze auch schon auf den Teller angerichtet. Einen lecker marinierten, schönen Kräutersalat oben drauf. Und schon haben wir ein schönes Grillgericht von der Wassermelone, was einfach sommerlich zubereitet wurde. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. So, jetzt schaut mal, ob euch gegrillte Wassermelone mit Feta und einem schönen Sommersalat mundet und ob das eurem Gemüseanbau dann auch gerecht wird. Ich wünsche euch einen guten Appetit miteinander. Ja, vielen herzlichen Dank. Und guten. Strawberries on a summer evening. Und warm noch mal eine andere Hausnummer. Kann man machen. Dass die noch so knackig ist, die Melone, weil die Hitze so groß ist, oder wie? Die Saftigkeit, die wird im Endeffekt nur in die Zellstruktur drin. Deswegen außen karamellisiert und die Saftigkeit bleibt drin. Das ist das Geheimnis an dem Ganzen. Hab ich noch nie so gegessen, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Aber Aber gut. Riecht sehr gut, ja. Kann mit der Melone vom Feld gut mithalten.
Und dazu ein Bier. Auf die Melone. Zum Wohle. Wohlsein. Zum Wohle. Prost. Watermelon sugar. Gut, Melone funktioniert super in Bayern. Aber da gibt's ja bestimmt noch viel mehr exotisches Obst zu entdecken. Also habe ich mich auf die Suche gemacht nach Gärtnern, die mutig genug sind und sich an die Exoten rantrauen. Im Landkreis Dachau, genauer gesagt in Unterbachern, bin ich fündig geworden. Allerdings hat's ein bisschen gedauert, bis die Früchte im Garten von Josef Liebl reif geworden sind. Der Josef ist eigentlich ein studierter Flugzeugbauer. Doch seit 14 Jahren hat er die Liebe zu Kiwi, Kaki und Pfirsichhosen entdeckt. Mittlerweile hat er mehr als 50 ungewöhnliche Obstbäume, um die er sich kümmert. Ist schon soweit, können wir schon... Darfst gleich mal probieren. Das sind ja da sind wir ja bei der... Das ist ja schon exotischer, oder? Ist das exotisch? Ja, das sind jetzt die Kiwibeeren. Genau, richtig. Kann ich... Ja, freilich. Ein Stiel abzwicken und dann essen. Schmeckt's? Das ist lustig. Die schmeckt ja total nach Kiwi. Ja. Darf ich die mal von innen noch mal anschauen? Weil jetzt Selbstverständlich. Einfach hochbeißen. Besser. Gesund haben sie auch noch. Da sind halt sehr viele Vitamine drin. Die schaut ja aus wie eine kleine Kiwi. Und die schmeckt auch so. Ja. Ein bisschen so einen Eigengeschmack haben sie natürlich. Aber das ist ja gerade das Schöne, dass man da ein bisschen ausprobieren kann. Das sind ja doch exotische Früchte, glaube ich. Gell? Ja. Weil Temperaturen haben wir jetzt schon ein paar Tage drin, so im Herbst. Das macht den Früchten hier nichts aus. Wo wachsen die normalerweise? Das kommt in erster Linie aus dem Asiatischen, diese Kiwis. Und sind auch in der Regel frosthart. Das heißt, die muss ich nicht ausgraben und irgendwo reinstellen? Nein. Das ist der Vorteil von diesen Exoten, weil man es wirklich frei pflanzen kann. Also wir haben da einige Sorten, sodass das Erntefenster sehr groß wird, von September bis Ende Oktober. Ehrlich, so lang? Ja. Das ist sowieso eine Frucht, die eher im Schatten reift. Die braucht gar nicht so viel Sonne. Ich nehme einfach noch eine. Ja, genau. Das sind ja Massen dran. Müssen wir sonst noch was ernten heute schon? Ja, es gibt noch einige Sachen. Ah, das ist gut. Na, schauen wir mal. Ja, dass es lohnt, dass ich hergeradelt bin. Genau. Da gibt es Kaki, das ist eine amerikanische Kaki. Das ist eine Frucht, die wird in 4 Wochen etwa reif. Wir reden von der Kaki, die man bei uns kaufen kann, bei exotischen... Ja, die wird absolut reif bei uns am Baum. Sachen gibt's. Das sind Naschibirnen. Man nennt sie auch Asienbirne. Schmeckt recht gut, sehr saftig. Die Frucht kenne ich, also die kriegt man ja so zum Kaffee. Kaffee, ja. Aber den Baum habe ich dazu noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Der hat jedes Jahr massenweise dran. Das ist ein Massenträger. Ist die reif, ja? Die ist reif. Schmeckt Saftig. saftig, ja. Du hast ja Feigen auch noch. Ja, das wächst wunderbar bei uns, die Feige. Im Freiland kein Problem. Du bist schon so ein bisschen der Exoten-Joe. Man kommt irgendwie durch Zufall oft dazu. Bei mir war es zum Beispiel bei der Kaki, da habe ich früher überhaupt kein Interesse gehabt nach der. Der Nachbar hat sich eine gekauft, einpflanzt und die ist ihm prompt im nächsten Winter erfroren. Und das Unterteil, das Wurzelwerk, das habe ich mir dann ausgegraben, wieder weiterverwendet, habe das neu veredelt. So hat es mit der Kaki angefangen, zum Beispiel. Gut, wenn ich jetzt nicht so ein Masel habe mit so einem Nachbarn, wo kriege ich die Sachen her? Das kann man in einem guten Gartencenter kaufen oder man bestellt es über Internet oder man macht es selber. Selber? Und selber machen geht jetzt dann wie? Ja, da gibt es halt 3 Möglichkeiten. Das eine ist mit Kern.
dass man den aussät. Allerdings, es muss nicht die gleiche Frucht ankommen, weil er das durch die Bestäubung sich verändert. Das heißt, also ich kann jetzt eine sehr gute Frucht haben, kann aber auch eine ganz schlechte Frucht. Wenn ich jetzt aber genau sage, ich mag genau die Frucht, weil die gut ist. Dann kann ich als nächstes Stecklinge machen. Beim Steckling, da nimmt man praktisch von einem Ast, den man abschneidet, ein kurzes Stück, nur vielleicht so 3 bis 4 Augen maximal, und steckt es dann, im Frühjahr ist das ohne Blätter, in die Erde und dann treibt es von alleine an. Und die dritte Möglichkeit, das wäre natürlich das, was ich empfehlen würde, das wäre jetzt die Veredelung. Veredelung. Beim Veredeln, da verwenden wir die Methode Kopulation mit Gegenzunge. Und das geht relativ einfach. Wir brauchen da eine Unterlage, wo wir drauf das Reiser dann veredeln. Das ist die Unterlage aus dem Kern gezogene Papa. Und das ist hier ein Reiser, der ist ebenfalls von einer Edelsorte Papa. Kennst du die Frucht oder Ja. hast du das, denkst du dir solche Sachen einfach aus? Nein, das gibt es in Amerika, in Nordamerika schon immer und wird jetzt auch in Europa immer häufiger. Ehrlich? Ja. Papa. Papa. Das Ganze passiert natürlich im Frühjahr. Das heißt, der Reiser wird geschnitten am besten im Januar, spätestens Februar. Ja, und weil der Reiser eben da keine Bladel hat, müssen wir es jetzt wegmachen. Wir haben ja Februar. Ja, genau. Jetzt vergleichen wir das mit der Dicke von der Unterlage. Das heißt, also wenn wir hier veredeln wollen, Ja. dann können wir eigentlich ab hier den Reis verwenden und brauchen im Endeffekt 1, 2, 3 Augen dafür. Das ist der Reis. Mehrere brauche ich nicht. Und aus den 3 Augen kommt Papa. Ja, und wir müssen jetzt mit dieser Methode Kopulation mit Gegenzunge müssen wir jetzt versuchen, diese 2 Pflanzenteile aneinander zu fügen. Da wäre praktisch ein Auge von dieser Unterlage und da schneide ich schräg dieses Teil an. Es ist jetzt wichtig, dass man parallel bleibt, weil sonst schneidet man gleich durch. Und jetzt muss ich quasi das gegengleich machen, damit ich das dann Genau. ungefähr da Da schräg runter. schräg runter bis zur Spitze. Und jetzt bitte nicht mehr in die Schnittfläche langen und vorsichtig die Gegenzunge. Dann schneide ich jetzt da quasi 2/3 ob die Gegenzunge so. Genau, Also da einfadeln genau. und zusammenschirmen. Und zusammenschirmen. Das ist noch nicht ganz. Das ist zu lang, Ja. dieses Ding. Das Ja, kann das- man das- jetzt kürzen Ja. und damit, das gehört noch mit nachgeschnitten. Das ist, in dem Fall passt es nicht ganz. So ungefähr. So ist jetzt richtig. Darf ich das jetzt einmal schauen? Genau. Es war nichts gewesen. Aber jetzt müssen wir es noch verbinden, damit da die Veredelungsstelle richtig zusammenwachsen kann. Gut. Wir fangen an, ganz an dem unteren Teil bis nach oben. Und dann gehe ich mit mehr Druck richtig drauf, dass kein Sauerstoff und nichts da drin ist. Und den Rest kann man wegschneiden und dann ist das fertig zugebunden. Das Bandel muss maximal 8 Wochen dranbleiben und dann wird es ganz vorsichtig wieder gelöst. Was mache ich da um? Man hat da ein spezielles kaltstreichbares Baumwachs, da wird nicht viel gebraucht, nur so eine kleine Mütze drüber und fertig ist das. Damit ist es dicht. Das steht jetzt ganz normal wieder im Garten aus. Nein, am besten ist das in dem Fall im Frühjahr, zum Beispiel bei Papa in einem Gewächshaus, wo entsprechend sichere Umgebungsbedingungen sind, sodass die Veredelung nicht Frost bekommt. Wenn kein Frost mehr ist, dann kommt es raus. Und im nächsten Jahr ist dann eh schon gut. Ja. Was ja noch viel wichtiger ist, dass wir die einmal probieren. Das ist jetzt im Herbst gut möglich. Ja. Haben wir reife Papa. Die hat sich von alleine vom Baum gelöst. Deswegen habe ich da die Sackerl, damit die nicht am Boden fällt, weil sonst geht es der Schneck. Oder sie wird halt beschädigt. Ist klar. Die Gut. kann man praktisch jetzt schon essen. Papa, kommt woher? Das kommt aus Nordamerika Ah. und ist von den Indianern schon seit Jahrtausenden kultiviert und gegessen worden. Und indianisch übersetzt heißt es Bärentatze. Bärentatze.
Ja, weil die Anordnung von den Früchten meistens sind 3 oder 4 oder 5 Stück dran an einer Stelle und das schaut aus dann wie eine Beerentatze. So zum Beispiel, oder wie? Ja. Ich meine, man kennt ja so Früchte schon, so ein bisschen. Kriegt man ja zum Kaffee auch. Bärentatze habe ich noch nie gehört. Ins Deutsche übersetzt wurde die mit Indianer-Banane im Zusammenhang mit Indianer und Banane, weil, wenn die Frucht reif ist, die Konsistenz von der Frucht dann innen wie eine Banane ist. Und wie isst man es? Muss man die schälen oder wie eine Banane? Oder ist Ja, das? da gibt es eine Methode, man schneidet die ringsherum sauer auf, vorsichtig, weil innen die Kerne sind. Und dann wird sie einfach verdreht und dann hat man die 2 Hälften mit den Kernen. Bis auf die Kerne und die Schale kann man alles essen. Da schau her, das ist der Löffel, den tue ich da rein. Ideal ist, wenn man zuerst die Kerne vorsichtig rauspult, dann kann man es schöner auslöffeln. Ideal ist natürlich, wenn die Frucht reif ist. Also unreife Früchte schmecken auch nicht. Schmeckt wahnsinnig gut. Habe ich noch nie gegessen. Also wenn ich die Augen zumache und die isst, kann der Mango genauso sein. Das ist richtig. Der Mango-Geschmack ist sehr intensiv. Ja. Und was noch weitere Geschmacksrichtung gibt, das ist Ananas, Vanille. Je nach Sorte von der Indianerbanane kommt der eine oder andere Geschmack stärker raus dann. Ja. Und wegen der Gesundheit? Die haben sehr viel Vitamine, viel mehr als wie Apfel. Und was auch besonders ist, das sind die Antioxidantien. Da haben sie natürlich einen Haufen Ballaststoffe und so weiter. Also es ist auf jeden Fall eine gesunde Frucht. Sag mal, unter uns, spielt dir der Klimawandel ein bisschen in den Karten rein, ich meine, mit den Exoten? Man merkt das auf jeden Fall. Es ist nur so, dass jedes Jahr ein bisschen anders da noch ist. Also das gibt sicher noch Einflussgrößen wie Spätfrost und solche Dinge. Bei Exoten auf jeden Fall sehr empfindlich. Wir sehen, dass sich das Klima seit über 20 Jahren verändert, nach vorne schiebt. Und das macht das Gärtnern anspruchsvoller. Früher war die Apfelblüte im Mai, die ist heute schon im April. Und im April haben wir verstärkte Spätfröste, die die Blüten treffen. Das ist fatal und führt zu kompletten Ausfällen. Der Freizeitgärtner kann sich auch schützen, indem er zum Beispiel über Beerensträucher oder Obstspaliere an der Wand ein Vlies über die Frostnacht legt und am nächsten Tag wieder abnimmt, damit die Bienen die Blüten bestäuben können. Kalamond. Was ist Kalamond genau? Das ist eine Zitrusfrucht und die eignet sich sehr gut fürs Marmelade. Und da gibt es dann eine Pfirsichkose und eine Kirschpflaume zum Probieren. Exotisch. Ja. Schibita. Was haben wir da? Buddhas Hand. Das ist eine Zitronatfrucht. Dann gibt es da noch eine Grapefruit. Kannst du probieren. Eine Grapefruit? Ja. Hast du auch, oder wie? Ja. Da habe ich noch eine Bananenfeige. Das ist auch eine eigene Feigensorte. Machst du die alle selber? Ja, die mache ich alle selber. Weinsberg Pflaume. Ja, das ist ein rotfleischiger Pfirsich und der eignet sich optimal zum Marmelade machen. Ja. Und der ist ein bisschen abgerundet mit einer Pflaume. Und da wirst du jetzt sehen, der schmeckt super gut. Da werde ich auch gleich probieren, weil die mag ich auch recht gern. Wie meinst du jetzt? Probieren mag ich den auch. Also essen. Ach so, dass ich dir was... Hier drauf, ja. Ach so, von was jetzt genau? Von dem da. Der Die, Weinsberg, Blut. von der Marmelade soll ich dir da was draufgeben? Also Ja, von der, die... ja. Also meine Marmelade soll ich dir was abgeben? Ach, so ist es. Aha. Nein, schon. Ein bisschen mag ich schon. Auf jeden Fall. Schau her. Das ist aber jetzt schon sehr, sehr wenig. Zu wenig. Ja. Und noch einmal. Und so wie bei dir. Genau so drauf. Ja, aber das ist mir ja eigentlich auch zu viel. Ach so. Dann tauschen wir halt. Nein, Dann das nehm passt ich schon. das Dann gebe ich da andere. jetzt noch ein bisschen was drauf. Schau her. Ach so, ein kleines Drittel. Ja, schau her. Nur, dass das einmal zum Probieren, weil du kennst das ja eh.